Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Ja, und ich bin mir sehr wohl im Klaren, dass es vielleicht sein könnte, dass sie vielleicht nicht mehr die Gelegenheit wieder haben, sie noch zu sehen oder wieder zu sehen. Obwohl, eben, man weiss ja nie, Ich habe mit diesem Hund alles erlebt und der Hund war halt immer an meiner Seite. Und ich weiss noch, ich habe an diesem Tierheim 3 Stunden lang auf meine Eltern eingeredet, dass sie nicht aus diesem Tierheim rauslaufen ohne die Bobby. Und der Karl ist in Südamerika ein berühmter Bergsteiger und hat sich eine Existenz aufgebaut. Vor 2 Jahren ist er mit seiner Familie brutal überfallen worden in Ecuador. Jetzt wollen sie in die Schweiz zügeln. Es ist unser Zuhause, aber gleichzeitig ist jetzt die Zeit, um das Haus zu verlassen und etwas Neues anfangen. Der René und der Benny Durer leben schon eine halbe Ewigkeit in Berlin. Mit dem soll aber gleich Schluss sein. Das Paradies, das ich hier hatte, das ist eigentlich schon seit ein paar Jahren nicht mehr das Paradies, weil durch die zunehmende Kriminalität ist es immer gefährlicher geworden. Die Familie Ramos stellt ihr Leben auf den Kopf. Die Eltern wollen auf Portugal auswandern, ohne ihre Kinder. Ich möchte noch etwas für mich machen, ich möchte noch etwas verwirklichen, ich möchte noch ein neues Projekt angehen. 3 Geschichten von der Suche nach Wurzeln, Aufbruch und der Sehnsucht nach Heimat. Das ist SRF bei den Leuten. Heimweh. Wenn man Kind hat, weiss man von Anfang an, irgendwann sind sie fliegen und haben ihr eigenes Leben. Und wenn dann der Zeitpunkt da ist, ist es schwierig. Und genau dieser Zeitpunkt ist jetzt. Wie weit bist du? ich glaube, im Fall jetzt. Ja. Ihre Tochter Selma geht für mindestens 3 Jahre auf Argentinien. Die 27-Jährige hat einen Job im EDA in Buenos Aires bekommen. Heute fliegt sie ab. Das ist so surreal, weil gestern war ich hier auf dem Hügel und habe so die Natur hier von daheim angeschaut und habe so gedacht, so, ja, checkst wie halt jetzt nicht, dass ich das nicht mehr haben. Ich meine, ich werde jetzt in einer Millionenstadt sein, umgeben von Leuten und Autos und ich habe noch nie in einer Großstadt gewohnt. Und ich glaube, das sind schon so Sachen, das werde ich wahrscheinlich erst realisieren, wenn ich dann wirklich vor Ort bin. So. In gut einem Monat wandern Jaime und Judith auf Portugal aus. Abschied nehmen müssen sie aber schon heute. Also, ja, ist schon ein komisches Gefühl, ja. Packen und jetzt verabschieden und verabschieden, wiedersehen. Verabschieden geht's nicht. Das ist auf Portugiesisch sagt man Adeus und ich habe das nicht so gern. Wiedersehen ist viel besser. Es ist schon nicht einfach. Es ist ein neues Kapitel für alle. Und einerseits ist es mega schön, dass sie diesen Job bekommen hat. Sie hat sich das extrem gewünscht. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig für sie. Und andererseits, ich weiss, dass sie auch 4 Jahre noch jemand anderes wird sein. Und das, je nachdem, was sie ist, vielleicht nicht so einfach ist, sie zu besuchen. Oder? Und das ist natürlich schon schwierig. Also ein bisschen, ja. Ja, ich glaube ja alles. Ach so. Bob ist das, was mich am meisten mitnimmt. Aber sie darf dann gleich auch bei mir im Zimmer schlafen. Ich habe sie damals aus einer Tötungsstation mitgenommen von Portugal. Sie war fast 2 Monate oder 3 Monate alt. War sie. Und ja, und sie war halt jahrelang immer an meiner Seite oder von Teil dieser Familie. Und das ist halt,
Sie hat ihm so viel gegeben, es ist sehr gespürig. Also immer, wenn es jemandem nicht gut gegangen oder irgendwie man gestresst war, dann ist sie genau so gekommen. Dann ist sie stundenlang einfach bei ihm gehöckelt. Und ja, und sie ist halt mittlerweile hat sie ein gewisses Alter, das ist mir völlig bewusst. Und gesundheitlich ist sie ziemlich fest angeschlagen. Obwohl, über das reden wir nicht. Und ich würde mir echt wünschen für sie, dass sie noch ins Portugal hergehen. Das ist schon komisch. Ich komme jetzt echt nie mehr hierher. Nach Kirchstutz. Nein, es geht. Es geht. Das ist schwer. Boah. Ist nicht das schon? Er kommt, ja. Ah, was? Oh. Tschüss, Mom. Also, alles Gute, gell? Bleib gesund. Ja, wir sind so wahnsinnig stolz auf dich. Merci vielmals. Ich hab dich so fest gern. Ich die Oma. Ja. Ich komme, jetzt ist ja nicht für immer. Aber wahrscheinlich für sehr, sehr, sehr lang. Nein, so lange ist das nicht. Das sollst du echt mal genießen. Jetzt musst du nicht mehr putzen. Jetzt musst du nicht mehr nerven. Also, Mom. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. Alles Gute. Bleib gesund. Ja. Also. Tschüss, Mama. Tschüss. Der Papa begleitet seine Tochter noch bis an den Flughafen. Ich trainiere immer mit und ohne Ziel, aber jetzt bin ich völlig fokussiert und meine ganze Konzentration geht von hier in einem Jahr versuche ich den Weltrekord vom Everest zu brechen, Geschwindigkeitsweltrekord vom Basislager Gipfel, Basislager ohne Sauerstoff, ohne Sherpas und das ist eine ganz grosse Bühne. Und bedeutet trainieren, trainieren, trainieren. Da hilft schon, dass ihr Haus in Quito auf über 2300 Meter oben ist. Das Höhentraining ist also automatisch mit dabei. Ja, das ist schon ein Krampf, dort zu trainieren. Das passiert noch ab und zu. So ein paar Stürze am Tag ist ja gut. Seit dem brutalen Raubüberfall auf Deglos vor 2 Jahren bleibt der Karl lieber daheim bei seiner Familie zum Trainieren. Immer wieder kommt es in der Gegend zu Entführungen. Ui. Ich will nur so gerne raus, aber ich habe alles da. Es ist natürlich mit der Zeit schon langweilig und frustrierend, wenn man nur daheim darf und muss trainieren. Nichtsdestotrotz als Spitzensportler bleibt mir nichts anderes übrig und ich habe alles so daheim eingerichtet, dass ich trainieren kann. Ich habe Boulder, ich habe Reitoulen, ich habe Säckeln, ich habe mein statisches Velo, ich kann auch Gewicht heben und so versuche ich fit zu bleiben. Karl, willst du viel oder wenig? Gern viel. Bist du hungrig? Und du, Eli? Ich gern wenig. Wir helfen immer im Service, jeden Tag. Eli kocht köstlich. Wir versuchen immer zusammen zu essen und uns dabei ein bisschen zu entspannen. Die Eli ist die Haushaltshilfe. Das ist in Ecuador ziemlich normal.
Speziell ist aber, dass sie schon seit eh und je zu der Familie gehört, weil sie Tochter von der Nanny von der Adriana ist. Deli ist nach der Pandemie zum Glück wieder zu uns zurückgekommen. Wir fühlen uns geehrt, dass unsere Töchter zusammen aufwachsen können. Es ist etwas vom Schwierigsten, dass ich mich von ihr verabschieden muss. Wenn ich könnte, würde ich sie in einen Koffer mitnehmen. Ich liebe Deli. Sie ist mir und unseren Kindern sehr wichtig. Sie haben sie richtig gerne. Und jetzt wollt ihr, dass alle zuschauen, wie wir rennen. Wir haben noch einen Monat, um uns voneinander zu verabschieden. Jeden Tag umarmen wir uns. Es ist mega hart für mich. Sie sind meine Familie und jetzt geht ein Teil davon. Aber sie kämpfen fürs Wohl von ihren Kindern. Ich vermisse sie sicher, sehr sogar. Und wenn ich auf irgendeine Art und Weise versagt habe, dann sagen sie mir. Vergebt mir und ich will mich dafür entschuldigen. Mucho. Als ich mein Coming-out hatte, haben meine Eltern so reagiert, wie man damals reagiert hat in der Schweiz. Das ist sehr lange her. Ich war 16 und sie haben mir gesagt, ich kann jetzt meine Sachen packen und gehen. Sie wollen nicht mehr, dass ich ihr Sohn bin. Seit fast 30 Jahren lebt und arbeitet Benny Dorer jetzt schon in der deutschen Hauptstadt Berlin. Er hat zusammen mit seinem Partner ein eigenes Geschäft. Der Benny vertreibt seine eigene Kosmetiklinie und arbeitet als Visagist. Sein Mann der René als Coiffeur. Oben wohnen sie und einen Stock tiefer arbeiten sie ganz viel und ganz lang. Hi! Hi! Schön, dass du da bist. Wo ist der Kleine, mein Freund? Der ist Erholungsurlaub in Brandenburg. Dann gehen wir noch nach hinten. Ja, prima. Ich bin vor 28 Jahren aus der Schweiz abgehauen, sozusagen, auf Berlin gekommen, weil in der Schweiz mir die Leute, gerade in Bern, wo ich noch 10 Jahre gewohnt habe, kleinkariert gesehen und spiessig. Heute ist es anders, heute sind es viel, viel weiter. Aber damals war es für mich sehr, sehr schlimm gewesen. Und ich bin auf Berlin gekommen und ich konnte hier aufatmen und aufblühen. Und ich bin hier kein bunter Paradiesvogel mehr gesehen, sondern ich bin in der Masse untergegangen. Und ich konnte einfach mein Leben leben. Und ich habe es gelebt, sehr intensiv. Und genau das hat der Benny gebraucht. Berlin hat alles geboten, was er gesucht hat. Die Stadt hat sich aber ziemlich verändert. Gerade als schwuler Mann muss er aufpassen, wo er hingeht. Darum will er zusammen mit dem René zurück in die Schweiz ziehen. Und das trotz der schwierigen Geschichte mit seiner Heimat. Hi! Your chai latte. Thank you very much. Enjoy. Bye-bye. Bye. Also ich bin sehr früh von daheim weggegangen. Mit 16 bin ich von daheim weg, und zwar unfreiwillig. Meine Eltern haben herausgefunden, dass ich schwul bin, und das haben sie nicht so gut gefunden, und ich musste gehen. Das war für mich natürlich ein Albtraum. Ich war 16 und ein junger Mann. Und ich habe mich gefühlt wie ein Vogel. Ich wollte fliegen, aber ich nicht durfte. Und ich konnte mich entscheiden zwischen einem normalen Leben und alles verheimlichen. Und dann irgendwann, wenn man 40, 50 ist, kommt es dann doch irgendwie raus. Und dann hat man eine Familie, die man ins Unglück treibt. Oder
jetzt zu sagen, ich mache jetzt mit 16 einen Bruch und breche aus und lebe mein Leben und bin mit mir selber im Reinen. Und das ist der richtige Weg für mich. Ich würde es auch jedem empfehlen. Klar freut man sich darauf, dass man nicht mehr arbeiten muss, aber nachher, irgendwann kommt die Zeit, ja, was mache ich jetzt? Und sozusagen hat sich das jetzt alles so ein bisschen ergeben, dass wir uns jetzt extrem freuen auf den neuen Abschnitt. Nach 34 Jahren ist heute der Tag da, wo der Jaime Ramos das letzte Mal arbeiten. Er und seine Frau lassen sich früh pensionieren und wandern auf Portugal aus. Der letzte Tag und das Verabschieden und ja, ich glaube, das ist alles miteinander. Ungewöhnliche Situation, also das ist einmalig. Ist so. Von dem her, ja. Vor 35 Jahren ist der Jaime für die Liebe in die Schweiz gekommen. Fast gleich lang hat er hier in dieser Firma als Maschinenmonteur geschafft. Morgen miteinander. Der Jaime hat heute den letzten Arbeitstag. Was ist? Freude, Wehmut? Alles. Genau. Jaime, einfach merci vielmals für alles, was du geleistet hast hier in diesen vielen Jahren. Für deine weitere Zukunft. Alles Gute. Danke. Genau. Natürlich wird der letzte Arbeitstag dann noch so richtig gefeiert. Seine Frau Judith bringt ein Apero. Also ich habe es eigentlich schon die ganzen letzten Tage gespürt, dass er einfach so wirklich angespannt ist und irgendwie ja, so eine innere Nervosität, die er halt probiert zu überspielen. Er redet nicht darüber, er sagt nichts, aber es tut ihn sehr beschäftigen, eigentlich schon lange. Der Jaime schafft fürs Leben gerne als Maschinenmonteur. Dass jetzt Schluss ist mit dem, tut nicht nur ihm weh. Er ist sehr kollegial, er ist sehr teamfähig und einfach auch hilfsbereit. Das ist etwas, was ihn sicher auszeichnet. Wenn er merkt, dass ein Mitarbeiter an einem Ort irgendwie struggelt oder so, dann kommt er und er hilft. Ja, und von dort her ist es halt schon Verlust. Nein, wir lassen ihn nicht gerne gehen und sowieso nicht schon früher als eigentlich. Ja. Ja, das wird schon fehlen, ja. Oder mindestens am Anfang. So. Für jetzt ist fertig. Er kommt der nächste Schritt. Jaime, alles Gute. Altes Leben oder ein ganzes Leben, Arbeitsleben, einfach ist vorbei. Also. Du musst nichts sagen, wenn du nicht willst. Also, zum Reden bin ich nicht gut. Also, ich kann Schrauben, Innenschrauben, Außenschrauben, aber reden kann ich schlecht. Lieber Jaime, letzter Arbeitstag. He? Ich denke, so richtig merken, dass der letzte Arbeitstag war, werden wir auch erst morgen um 5 ab 6 Uhr, wenn schon die erste Frage kommt. Wie hat es sich der Jaime gemacht? So wird es gehen. Ja, das wird schon. Wird schon, hä? Ja, ja. Dein Arbeitsmotto war immer: nicht aufgeben, das Gring nachher säckeln. Das bist etwa du. Alles Gute und merci für alles. Ja, danke auch. Danke an alle für die Zusammenarbeit. Und, ja. Jetzt zu hören, die ganz kurze Zusammenfassung zu hören, was er in den letzten 35 Jahren geleistet hat, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ja. Ja, es ist schwierig. Und wie gesagt, ich kann gar nicht gut mit Worten. Zum Wohl, hä? Prost, hä? Auf dich? Ja, danke, auf euch auch. So. Ich denke, für Julian ist es extrem schwierig zu verarbeiten, was da in Ecuador passiert ist. Aber der Carlo und ich arbeiten fest daran, dass wir ihm auch die schönen Seiten von diesem Land zeigen können. Es ist nicht alles schlecht in Ecuador. Wir haben wunderschöne Ausflüge gemacht. Er kann stolz sein, von wo er herkommt. Heute macht die Familie Egloff darum einen Ausflug zum Cotopaxi. Das ist einer der höchsten aktiven Vulkane der Welt.
Der Cotopaxi ist für uns spirituell wichtig. Ein ikonischer Berg für alle Ecuadorianer. Es ist ein Tschüss sagen. Das ist uns als Familie ganz wichtig. Jetzt wirst du ihn nicht sehen. Schau da hinten. 3, 2, 1, Cotopaxi. Da ist der Cotopaxi. Siehst du ihn? Wow. Oh, no, mi amor. Ich soll ihr einen Berg kaufen zum Klettern. Knapp 5900 Meter hoch ist der Vulkan. Die Egloffs haben schon ein paar Mal mit den Kindern hierher kommen. Wegen der dünnen Luft hier auf über 3000 Meter über Meer haben sie aber warten bis jetzt. Ich denke, allein dort stehen, spüre ich einfach die Energie vom Berg. Ein aktiver Vulkan und die ganze Natur, die ganze Gegend, die wir hier haben, das sind so x-tausende Stunden, die ich hier verbracht habe, als Sportler, als Bergführer, als Ehemann, als Vater, dass es nicht einfach ein Berg ist. Ich wollte ihn mit meiner Familie schon manches Jahr besuchen. Es ist heute ein bis später und nicht ein auf Wiedersehen. Ich hoffe, dass ich Kraft und Gesundheit wieder habe, wieder mal hier vorbeizukommen. Ich möchte dann auf dem Cotopaxi oben sein und seine Gipfel mit anderen Augen anschauen. Sehr gut, du bist so unabhängig, gell? In dieser Lodge kennt man den Karl Egloff. Jedes Mal, wenn ein Gast auf den Berg führt, kommt er hier vorbei. Du Prinzessin? Hallo zusammen. Was für eine Freude. Mein Brüder. Gracias. Vielen Dank, dass wir hier immer wieder heim sind. Schön, dass ihr uns besucht. Wir kennen uns gut und respektieren einander. Nos queremos mucho. Gracias, Agustín. Okay. Gracias. Pardon. Das sind natürlich fast 30 Jahre, wo wir uns kennen, wo ich hier reinlaufe und rauslaufe, hier übernachte, hier dusche, hier trainiere. Es ist schon wie ein zweites Zuhause für mich, muss ich sagen. Ich würde gerne diesen Neuanfang probieren. Nochmal einen Neustart. Und wir sind ja nun auch nicht mehr so ganz taufrisch. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Das ist dann halt auch noch. Also ich merke es halt, wenn wir von der Schweiz wieder zurückfahren und in dem Moment, wo wir auf Berlin hineinfahren, die Aggressivität, der Verkehr, das Coup, dann wieder die ganzen Polizeiauto, Feuerwehrauto, Krankenwagen, das prasselt einmal so auf uns ein, bis wir durch die Stadt durchgefahren sind, bis auf unseren Parkplatz, schauen wir uns einmal an und sagen, ich habe die Schnauze schon wieder voll. Aber einfach so auf und davon, das ist schwierig. Der Benny und der René haben sich hier in Berlin so richtig etwas aufgebaut. So, Herr Dora, du kannst abschließen. Endlich ist Feierabend. Zum Heimgehen geht es nur die Stege drauf. Babette und Carsten müssten eigentlich jeden Moment kommen, ne? Ja, da müssen wir ein bisschen Hände machen. Müssen wir mit dem Schnippeln uns beeilen. Die beiden bekommen Besuch von der Schwester von René. Die Wohnung war früher eine Klavierfabrik und die haben sie mit viel Liebe und Arbeit zu dem gemacht, was sie ist. Das ist die schönste Wohnung, die ich jetzt je hatte hier in Berlin. Und an der hänge ich sehr, weil wir haben hier nicht nur sehr viel Herzblut hineingesteckt, sondern auch sehr viel Geld, über 100'000 €. Die Wohnung ist schon, weil sie sehr speziell ist. Sie ist halt wirklich außergewöhnlich und es macht auch immer wieder Spaß, nach Hause zu kommen. Aber das Leben spielt sich ja nicht nur in den 4 Wänden ab. Du bist ja auch hier und da dann doch mal draußen. Und das ist, was schade ist. Und halt auch, dass die Ecke sich leider nicht so zum Vorteil entwickelt hat. Also am Abend, so ab den 11 gehe ich nicht mehr gerne auf die Straße da unten. Also Angst kann ich jetzt für mich nicht sagen, weil ich bin halt ein Berliner und kenne das. Und ich kenne halt auch diverse Bezirke, wo meine Eltern immer gesagt haben, da gehst du mir ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr hin. Aber es ist halt nicht schön, wenn du vor die Tür gehst und du wirst angepöbelt. Von der alten Schwör, die steche ich dich ab.
Das ist nicht so prickelnd. Und ich bin dann zwar immer mit Gegenwehr, weil große Klappe, bin ich halt groß geworden. Aber Benny hatte natürlich auch immer Angst, dass dann irgendwann mal doch einer vielleicht ein Messer zieht oder Schlimmeres. Und das ist nicht mehr mein Berlin. Das ist nicht das Berlin, in dem ich groß geworden bin. Ich mach mal auf, ja? Jo. Hallo. Kommt rein. Ein Schnucki. Ne? Geht's gut? Danke. Danke. Hunger. Gut oder danke? Danke, gut. So. Schatz, heute gibt's kein Fleisch. Oh, schade. Das ist auch kein Essen. Guck mal, deine Lieblingsschwester ist da. Hi. Na? Schatz, das ist schon fleißig. Natürlich, immer. Ja. Habe ich auch noch was tun? Nö, mir ist nicht mehr zu helfen. Du darfst Dass die beiden weg von Berlin, weg aus dieser Wohnung wollen, das versteht die Schwester von René nur so halb. Also es ist ja ihre Entscheidung. Aber irgendwie, wir sind so eine große Familie gewesen und immer in Berlin alle zusammen. Und dann ist jemand nicht mehr da. So. Das ist doof. Du nimmst die eine Berliner Schnauze mit? Eine Berliner Schnauze nehme ich mit, ja. Aber er muss sich ja benehmen in der Schweiz. Also mit der Selma, mit der Norandorier habe ich weniger Mühe zu lassen als mit der Marine, weil die anderen, es kommt der Alte, wo sie müssen fliegen, sie müssen von der Nest weg. Und der Marine ist, ja, das ist nicht ganz das Gleiche und von dem her habe ich mehr Mühe, die so zu lassen. In dem Heim zu Frutigen im Berner Oberland wohnt die Marina, die älteste Tochter der Familie Ramos. Sie hat bei der Geburt zu wenig Sauerstoff bekommen und ist darum körperlich und geistig eingeschränkt. Wir haben es schon gehört. Die Kinder. Wir haben Marina schon gehört. Hallo. Oi, du. Vergessen, bin ich aufgedreht. Du. Was ist da im Programm? Wow. Hey. Hey, cool. Hast du neue Bettwäsche, Marina? Ja. Hey, Nein, das habe ich so lang. Die ist schon lang? Das habe ich so lang. Sicher? Hast du die selber ausgewählt? Die habe ich aber noch nie gesehen. Das ist doch cool. Ja, aber ja. Aber ja. Hey. Was soll ich uns sagen? Soll ich helfen? Oder schaffst du das? Ja, ich kann. Oh. Ich kann das. Ja, du kannst das. Da hinten im Gang ist ein Bach, wo mich die Füße rein tun im Sommer. Oh, und hier ist da unten. Velofahrer. Nein, Tommy Walker. Das ist der Tommy Walker. Tommy Walker im Sommer hier unten. Cool. Und da? Was ist Super! Das hat jetzt alle mitgekommen? Einen grossen Ausflug gemacht? Ja! Wenn wir natürlich dann nicht mehr so häufig sie sehen oder können kommen. Wir wissen, sie ist an einem guten Ort und sie ist hier daheim. Sie hat ihre Familie, also sozusagen, es ist wie hier ihre Familie. Und ja, man merkt so, wenn sie erzählt, dass sie ist so happy, weil das ist ihre Welt. Wir können beruhigt gehen, weil sie ist glücklich und das ist für uns halt schon ganz wichtig, zu wissen, sie ist an einem guten Ort. Gell? Gell? Es gefällt dir hier? Ja, du hast viele Freunde. Gell? Ja. Genau. Ja. Aha. Wenn wir dann auch mal irgendwann nicht mehr da sind, dann ist sie ja dann auch in dem Sinn in ihrem Leben. Also von dem her ist das einfach ein Schritt so ein bisschen in die Richtung, dass sie halt auch erwachsen ist und unabhängiger ist. Judith und der Scheime wandern in 2 Wochen auf Portugal aus. Heute ist ein grosser Besuchstag, wo die Angehörigen ins Wohnheim und in die Werkstatt hineinschauen können. Genau, du musst das da hier ganz hinten nachher
Hier ganz hinten, stoßen. Eben, das muss da ganz... Ja, jetzt noch einmal und jetzt da und jetzt da hier ganz hinten. Ja! Hey, das sieht sehr gut aus, ja. Jetzt bin ich zufrieden, ja. Egal welche Station, sie macht alles wahnsinnig gern und sie kennt auch jeden da innen und das merkt man. Sie ist ja, ich habe das Gefühl, sie ist sehr beliebt auch bei den Leuten, so wie die Leute auf sie zugehen. Und das ist natürlich wunderschön, das zu sehen. Jetzt kommen natürlich viele Gefühle. Julian auch. Er freut sich extrem auf einen FC, auf eine neue Schule, auf den Wald. Dass man im Wald Velo fahren kann, das kennen wir gar nicht. Dass wir im Wald spazieren können mit den Hunden, das kennen wir gar nicht. Und auf das freut er sich. Klar lässt er vieles zurück. Opa, Oma und seine Schulkameraden und seine Schule, die er so geliebt hat. Aber wir versuchen sehr offen zu ihm zu sein. Dass wir im Leben ja, ab und zu Sachen muss man zurücklassen und Sachen zugewinnt. Der Karl ist Extrembergsteiger und trainiert jeden Tag 5 Stunden. Dafür steht er jeden Morgen früh auf, wenn die Kinder noch pfusen. Seit dem Raubüberfall schläft der 6-jährige Julian jede Nacht bei seinen Eltern im Bett. Er ist traumatisiert und braucht viel Nähe. Hallo Spatz. Ja, Tschüss, hast du gut geschlafen? Ja, ja. Oh. Achtung, tu dich wieder runter. Ich denke, der Julian wird sicher Zeit brauchen. Aber ich denke, die beste Medizin für ihn ist der grosse Schritt, den wir machen. Wo kann man freier und gesund leben wie in der Schweiz? Er wird das gut verarbeiten und verdauen. Wir werden ihm ganz viel Hilfe geben, dass wir als Familie das verarbeiten können. In Ecuador hat die Kriminalität extrem zugenommen. Das Haus ist eine kleine Festung. Die Kinder dürfen nicht raus spielen. Sogar der Schulbus wird per Handy getrackt. Ich mag die Schule, weil ich spiele mit ganz vielen Freunden Fußball und wir machen einen Morgenkreis. Ich bin genau gleich wie der Julian. In der gleichen Schule aufgewachsen, gross geworden. In der DK, deutsche Klasse, alles auf Hochdeutsch unterrichtet bekommen. Das hat mir wahnsinnig viel geholfen im Leben. Sicher gefällt in diese Schule. Aber es ist belastend, wirtschaftlich gesehen. Nicht viele Familien können sich das leisten. Es kostet fast 900 Franken im Monat pro Person, pro Kind. Und das ist dann schon einiges Geld. Der Schulweg hier im Vorort von Quito ist nicht zu vergleichen mit dem, was die Schulkinder in der Schweiz Tag für Tag machen. Der Schulbus holt jedes Kind einzeln vor der Haustür ab. Buenos días! Der Schritt in die Schweiz wird ein grosser für den Julian. Da hilft es sicher schon mal, dass er hier in eine deutsche Schule geht. Die Schildkrötenklasse hat eine Schildkröte gefunden. Was haben wir noch? Wir sind geritten. Ja. Ein Esel. Genau, den Esel, den hatten wir noch gar nicht. Dann darfst du auf deinen Platz gehen, eine Geschichte schreiben darüber, was du gestern alles auf dem Bauernhof erlebt hast. Kann ich auch von dem Wochenende schreiben? Nein. In gut einem Monat zögelt Seglovs weg aus Ecuador. Jetzt geh noch mal in die Tafel und schau mal. Vielleicht hast du da eine Idee. Alles geschrieben. Habe Tiere gefüttert. Was schon auch etwas sehr Schönes ist, was er dort erleben ist ein bisschen mehr Freiheit. Das glaube ich schon, so auf der Straße zu spielen, alleine vielleicht zu Freunden zu gehen, zu Fuß. Das ist etwas, was mich für ihn freut.
Da gibt es bestimmt ein Pepito, oder? Nein. Und wie isst du dann da Eis? Sag nicht, dass du gar kein Eis isst. Wir können auch alleine da gehen und kaufen. Ja. Da kann alleine. Man alleine in der Straße gehen. Dann habt ihr so viel Eis, wie ihr wollt. Es gibt auch Früchte da. Dann tu die Früchte wegwerfen und komm mit dem Eis. Natürlich habe ich Heimweh. Zu den Bergen und zur Familie. Die Lebensqualität ist einfach eine bessere in der Schweiz. Die Leute sind freundlicher, sie geben mehr aufeinander Acht. Und klar ist in keinem Land der Welt alles Gold, was glänzt. Aber ich glaube, es ist in der Schweiz noch mehr Wertschätzung. Mehr Wertschätzung, mehr auch, wie sagt man, Toleranz auch. Und halt dieser Respekt, der fehlt mir einfach. In der Schweiz geht man respektvoller miteinander um. Statt im mondänen Berlin sind der Benni und der René heute in der Altstadt von Sursee unterwegs. Sie gehen eine Liegenschaft anschauen, die spannend tönt. Es hat niemand auf uns gewartet. Selbstverständlich ist es nicht einfach, es wird schwierig sein, aber ich bin positiv denkend und wir werden das Richtige finden. Vielleicht nicht jetzt gerade, aber wir werden es finden. Oder es findet uns. Oder so. Die Suche gestaltet sich schwierig, logischerweise, weil wir natürlich gewisse Ansprüche haben. Und ja, also ich weiß genau, was ich will. Und du auch. Ich auch, genau. Und darum ist es nicht einfach. Und es gibt natürlich nicht so viele Häuser in der Schweiz, wie wir eins suchen. Ich stelle mir ein Fabrikgebäude vor oder ein schönes Haus, eine alte Villa. Irgend so etwas, wo man noch etwas verändern können, etwas machen können. Das wird das hier sein, also eigentlich das hier. Das ja, da steht ja auch noch dazu, ne? Aber das ist natürlich, das ist cool. Da steht Turmuhrenfabrik, ja. Ja. Das wird auch noch dazu gehören. Ich vermute ja, weil das ja daran geht. Ja. Komm, gehen wir mal gucken, wie es von innen aussieht. Judy hat den Besichtigungstermin eingefädelt. Sie ist Geschäftspartnerin in der Schweiz und verkauft hier Kosmetiksachen. Hallo! Hallo! Schön, sind ihr da? Ich vermisst. Mir dich auch. Schön, gehen wir zum Billen? Ja. Das Objekt der Begierde wird im Moment als Fotostudio gebraucht. Finden Sie es gut? Ja. Tipptopp. Hallo. Darf ich dir vorstellen? Das ist der Benni. Hallo Philipp, freut mich. Ja. Danke. Noch ein. Cool. Die beiden suchen nicht nur eine Wohnung, sondern auch einen guten Platz für ihr Geschäft. 0815 ist gar nicht ihr Ding. So etwas wie in Berlin schwebt ihnen vor. Die könnten wir dann mitnehmen. Müssen wir noch Platz machen im Auto. Hey. Hey, so cool. Ja, ich bin gerade sprachlos. Nein, ich fände es gut. Wirklich. Wir nehmen es alles. Nein. Also ich fände, das wäre eine gute Übergangslösung, weil wir jetzt noch nicht, so schnell werden wir nichts finden. Also Judy braucht auf jeden Fall etwas, wo sie in der Nähe arbeiten kann, wo sie Produkte zeigen kann, wo sie eventuell auch Schulungen geben kann. Wenn ich komme, dass ich Leute empfehlen kann, dass ich denen Sachen zeigen kann, dass ich eventuell eben auch Coiffeurgeschäfte und so schulen kann. Und das wäre hier natürlich ideal. Es hat Parkplätze vor der Tür, es sind tolle Räumlichkeiten. Das ist genau das, wie ich es mir vorstelle. So ein Industrial Charm und halt, wo man viel mitmachen kann. Und nicht gleich so fix und fertig. Und das ist cool, wirklich cool. Es tönt vielversprechend. Aber Berlin für das zu verlassen? Also mir macht einfach
Ich denke auch am Schein einfach Angst, die Unsicherheit. Wir haben jetzt 25 Jahre eine Sicherheit gehabt, auch eine finanzielle Sicherheit. Wir haben alles gekannt. Es war ein gewisser Ablauf da, ein Alltag. Und die Komfortzone, die verlieren wir jetzt. Den Alltag wissen wir noch nicht, wie er aussieht. Die Sicherheit ist nicht mehr da. Es ist alles anders. Lang haben sie darüber geredet. Jetzt ist es soweit. Das frisch pensionierte Ehepaar Ramos wandert mit Sack und Pack auf Portugal aus. Sie fahren mit den kleinen Sachen und am wichtigsten, dem Hund und der Büsi. Ich bin froh, dass ich den Bobby mitnehmen kann, also, dass sie noch was in Portugal erleben kann, dass sie da sich spazieren und dann in frei laufen kann. Also. Die Bobby ist zum Glück wieder ein bisschen besser zu Weg und darf darum mit auf die weite Reise. Ja, Mina. Du gehst auf Reise. Ja, es tut schon weh, aber es ist halt so, das Kapitel geht zu Ende. Auch wenn wir bleiben würden, es wäre nicht das Gleiche. Ja, das bin ich traurig eigentlich in gewisser Seite, ja, das alles zurückzulassen, aber ja, ist so. Aber wir sind uns entschieden und jetzt ist gut, dann geht's weiter. Gut 2000 Kilometer Autobahn sind es bis auf Coja in Portugal. Das heisst 24 Stunden Fahrt mit all den Tieren im Kofferraum. Ab morgen haben wir ein neues Zuhause und ja, geht sicher noch ein Zeitchen, bis es dann so sich auch anfühlt, wie wir es gerne hätten und bis wir können sagen, jetzt ist es so gemütlich, wie wir uns das vorstellen. Aber es ist daheim, ja, wir fahren jetzt heim. Vorfreude, ja, schon, es kommt schon, ja. Mit dem Schatten von der viel Arbeit oder viel bürokratische Arbeit. Oh, scheinbar hier musst du ab, IP3, hier drauf. Ja. Haufen Arbeit, ja. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar. Wir konnten ein paar Stunden schlafen und die Tiere haben sich gut erholen. Aber es hängt schon an. Jetzt sind wir froh, wenn wir dann gleich dort sind, gleich daheim sind und dort noch liegen können. Und ich glaube, das sind dann alle froh, wenn sie dann aussteigen, Beine strecken und schlafen. La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír. Nach ganz vielen Kilometern auf der Autobahn haben sie es endlich geschafft. Judith und Jaime haben sich vor 3 Jahren ein Haus auf dem Land gekauft. Es liegt in Coja zwischen Lissabon und Porto. Ist gut. Bleibt es so? Ja, genau. Endlich. Hey, du schaffst also. Ich hätte nicht mehr daran geglaubt. Du Mann, Bobby, wir haben es geschafft. Bobby, komm schauen. Komm schauen. Wo ist dein Bett? Hey, wo ist es? Bis vor kurzem war es ein Ferienhaus. Jetzt ist es ihr neues Zuhause. Grosse Baustelle, ja. Grosse Baustelle, schau mal. Hei. Ja, da ist noch etwas, steht uns noch etwas bevor. Ja, das braucht einfach auch noch ein Zeitchen, bis sie wirklich merken, okay, wir fahren nicht mehr zurück, wir sind jetzt hier daheim. Also schon ein Traum, die langsam Wirklichkeit wird. So sagen wir so. Oh, yeah. Oh Mann. Oh, yeah. Also, ja. Viel Arbeit, aber es macht Freude. He? Ja, viel Arbeit. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».